Gut, liebe Musikschaffende da draussen, willkommen zurück zu einer neuen Episode oder zu einer kleinen Tierlist, die wir da machen auf der Musikbusiness-Bibliothek. Für die noch nie eingeschaltet haben, geht mal auf die Kanalseite, dort hat es gewisse kuratierte Playlists mit ganz viel so Musikmarketing-Inhalt, die euch vielleicht interessieren könnten. Heute machen wir so eine Tierlist, um ein bisschen Verständnis reinzubringen, vielleicht, was es so für verschiedene Content-Arten gibt und Musikmarketing-Erfindungen, und die tun wir auch ein bisschen ranken. So ein bisschen nach meinem Gusto, nach dem Zeitgeist, wo ich jetzt gerade sehe. Das ist eine persönlich subjektive Meinung jetzt da offensichtlich, und es sind auch nicht alle erwähnt, also alle so Musikmarketing-Strategien oder Content-Arten, die es überhaupt gibt. Also es gibt vielleicht auch gewisse Sachen da drauf, die gewissen Musikschaffenden wichtiger sind, als jetzt jemand, der das eher aus Musikmarketing-Sicht anschaut. Zum einen hätten wir da alles, was unter Song-Kontext und Mood-Based Content würde drunter fallen. Was ich damit meine, Song-Kontext oder Mood-Based Content, jetzt gerade vielleicht zeitgemäß, der Sommer steht an, ihr habt gewisse Songs ja im Katalog, die eher so ein Sommerfeeling haben, ob das jetzt inhaltlich ist, also textlich, oder halt von der Produktion, vom Vibe her selber. Diese Songs packen ihr dann in irgendeine neue Kommunikationsart oder in neue Content, packen ihr nachher in ein neues Gewand oder in eine neue Verpackung, dass es halt in den Mood reinpasst. Das ist so Mood-Based Content oder Mood-Based Song-Kommunikation, wenn man das so würde nehmen. Es kann sein, dass du einfach den Song nimmst, der bereits besteht, und du einfach in einen neuen Kontext tust, vielleicht irgendwie ein neues Feature ist, in ein neues Licht rücken tust, wo deine Zuhörerschaft das gar noch nicht gesehen hat oder den Song so erlebt hat. Dann Unreleased Song, Leak Content, ich glaube relativ selbsterklärend für die so ein bisschen auf dem neuen TikTok-Film sind oder auch ein bisschen zuvor so Soundcloud-Leak-Strategien mitverfolgt haben. Dann Lyric-Videos, also Lyric-basierte Video-Content. Dann Pressefotos, Visualizer Audio, für den Fall, wenn man jetzt nicht das Musikvideo parat hätte, dann sieht man auch oft gewisse Musikschaffende mit Visualizer arbeiten oder halt dann schlussendlich mit dem Audio, wenn gar nichts rum ist. Dann Live-Performance-Content. Also mit dem meine ich nicht live spielen, sondern wenn man jetzt eine Live-Performance hätte oder vielleicht irgendetwas live akustisch aufnimmt, was nicht das Studiomaster ist, dass man das irgendwie in Content verpackt. Dann Musikvideo-Content, logischerweise Behind-the-Scenes-Content, alles, was man so hinter der Kulisse irgendwie könnte aufnehmen als Content. Dann Release-Teasers, Collabo, Cameo-Content, alles, was ein bisschen mit dir dann als Artist oder mit dem Song zu tun hätte, wie er als Cameo-Appearance irgendwo anders würde auftauchen, also in einem Gastauftritt vielleicht bei anderen Influencer, bei anderen Musikschaffenden auf dem Kanal wiederum. Dann Interviews, Podcasts, natürlich auch ein erwähnenswerter einzelner Punkt da. Personality, Alternative Content. Das ist ein einzelner Content-Punkt für mich, wenn es ein bisschen darum geht, alles, was ein bisschen mit deiner Persönlichkeit als Artist zu tun hat. Das geht ein bisschen zwar Hand in Hand mit Interviews, Podcasts, wo du natürlich viel Persönliches könntest erzählen von dir, aber gehen wir mal davon aus, wenn Interviews, Podcasts eher auf externen Kanälen stattfinden, dann ist so Personality Alternative Content ist für mich eher Content, wo dann auf deinen eigenen Kanal könnte passieren. Und dann als letztes haben wir da noch User Generated. Das ist alle Content, wo die User von dir oder die Supporterbasis, die Fanbasis würde produzieren. Genau, das lasse ich jetzt da mal verschwinden. Gut, fangen wir irgendwo random an. Alles, was mit Leak-Strategien oder Leak-Content zu tun hat, muss heutzutage fast schon S-Tier reinnehmen. S- oder A-Tier. Also es ist irgendwo wahrscheinlich dann da dazwischen. Ich würde aber S-Tier fast schon sagen, weil Leak-Content assoziiere ich auch mit alles, was eben heutzutage so ein bisschen auf TikTok stattfindet. Wenn ihr ein spezifisches Beispiel dort wissen, bevor ein Song rauskommt, das kann auch 3, 4, 5 Monate vorher sein. Es gibt jetzt schon ein paar, die das ein bisschen testen, die Schweizer Musikschaffende da draussen. Es gibt allerdings noch nicht so viel. Aber ihr könntet jetzt den Song nehmen, den auf TikTok vermeintlich leaken oder das jetzt einfach so nennen und irgendwie einen 30, 40 Sekunden Schnipsel dort nehmen. Und das Song-Audio, weil die Funktionen halt so gut verlinkt sind auf TikTok, könnte halt nachher von den User verwendet werden. Ihr versteht vielleicht ein bisschen den Punkt, wo man auch sicher ein bisschen mehr könnte reinschauen, wenn man da jetzt zuschaut
als Musikschaffende, um einfach mal mehr das Verständnis haben, okay, bevor ein Song rauskommt, könnte ich den, anstatt dass ich den vorher halt relativ langweilig einfach anteasert habe auf Instagram, könnte ich einfach mal schauen, was passiert, wenn ich den einen Monat vorher auf TikTok explizit leake und das auch eher so nennen, nicht eher Teaser nennen, wenn er mich fragt, weil Teaser halt eher so ein bisschen boring tönt. Ja, ein Teaser ist halt ein Teaser. Die meisten Leute wollen einfach den Song hören, wenn er rauskommt, würde ich meinen. Dennoch hat TikTok irgendwie so ein bisschen eine neue Dynamik entwickelt mit dem Leak-Content. Früher hat man auch eine Wave gesehen, dass Leute, bevor sie das offiziell released haben, haben sie das auf Soundcloud aufkochen lassen. Und nachher, wo vielleicht die Soundcloud-Ära gefühlt ein bisschen vorbeigegangen ist oder ein bisschen abgedippt ist, hat man dann versucht, eher auf YouTube oder oftmals auch gleichzeitig auf Soundcloud und YouTube gewisse Sachen irgendwie inoffiziell vorher zu leaken oder einfach immer wieder zu zeigen. Teilweise auch mit Vollversionen und die Leute sind auch voll okay damit gewesen. Und dann irgendwann später in einer zweiten Phase ist es auf allen DSPs rausgekommen. Und die Dynamik in der Schweiz, sage ich jetzt einmal, Soundcloud einfach von der Wave in der Schweiz ist das halt so klein, dass es halt von dieser TikTok-Leak-Strategie, wenn man die jetzt so konkret würde nennen, das überschattet halt alles, was auf Soundcloud könntest machen mit so einem Song. Genau, dann alles, was so mit Behind-the-Scenes-Content zu tun hat, würde ich fast schon sagen, ist für mich irgendwo zwischen B und C. Heutzutage hätte ich jetzt aber fast schon gesagt, nur noch C. Der Grund meiner Meinung nach ist so, weil das einfach ein bisschen langweilig geworden ist, Behind-the-Scenes-Content. Jetzt, da gibt es auch ein bisschen verschiedene Formen. Wenn ihr mich würde fragen, Behind-the-Scenes-Content, wo irgendetwas anderes ist als Musikvideo Behind-the-Scenes, bin ich mehr dafür, als wenn es jetzt einfach das stur, boring Format, das es schon gefühlt seit 15 Jahren gibt irgendwie auf YouTube. Wenn man einfach Musikvideo Behind-the-Scenes macht, dann sieht man so ein 2 Minuten Recap, wo das Audio irgendwie ein bisschen drinnen ist. Meistens auch, was mich immer total überrascht, so gut wie gar kein Commentary vom Artist selber, was ich immer ultra schade finde, dass man dort immer so versucht, das auch so völlig artistisch zu machen, dabei ist das Musikvideo für das denkt. Wenn du jetzt sagst, das ist ja das künstlerische Piece und dann können wir beim Behind the Scenes, finde ich es immer so schade, dass man dort nicht ein bisschen die Wand durchbricht und auch ein bisschen persönliche Noten reinbringt. Darum wäre, wenn es jetzt um so Behind the Scenes, Musikvideo Behind the Scenes, ist für mich ein C, fast schon ein D heutzutage, weil das so langweilig ist. Jetzt Behind the Scenes Vlog-Type-mäßig, eher wie das so ein YouTuber anschauen würde, heutzutage, oder so ein Twitch-Streamer, würde ich natürlich höher ranken, das wäre bei mir dann eher so B oder fast schon Leute, die das wirklich krass könnten machen, richtig A-Content, so A-Tier. Nur die meisten Behind-the-Scenes-Sachen, die ich jetzt sehe momentan, sind für mich jetzt eher C. Von dem her, die Content-Art, kannst du jetzt nicht hure krass den Unterschied machen, meiner Meinung nach, momentan. Ich glaube, du gönnst dann mit Behind-the-Scenes-Content, wenn du das so machst wie ein Content-Creator und nicht wie ein Artist, lustigerweise. Ich habe das Gefühl, man tendiert dann einfach dazu, das Behind-the-Scenes-Material auch mega artistisch zu machen und mega künstlerisch und dann verpasst man so ein bisschen die Gelegenheit, einfach eine persönliche Note reinzubringen oder auch einfach mal etwas zu kommentieren, einfach mal die Stimme auch zu hören von einem Musikschaffenden, wo es schon sehr viel könnte ausmachen für mich. Dann Live-Content, also alles, was mit Live-Performances zu tun hat, wo man irgendwie zu Content würde flippen, zu digitalem Content, würde ich sagen, ist A-Tier, also wird viel zu wenig genutzt in der Schweiz, wird viel zu wenig gut gemacht. Also auch jetzt ihr jüngeren Musikschaffenden, die da zuschauen, wo das könnte interessieren. Allein schon die Dynamik, dass wenn ihr jetzt Live-Performances macht, irgendwo draussen, also ihr seid on Tour, auch wenn das jetzt nur 2-3 Daten irgendwo random wären, so. Allein schon die Dynamik, dass ihr jetzt beim Mixing-Engineer könntet euer eigenes Aufnahmegerät mitnehmen und sagen, hey, kann ich den Stereo-Output abzapfen, vielleicht nehmen wir das Audio-Interface mit und haben noch eine zweite Spur, wo ihr ein Ambient-Mic, ein Room-Mic würdet aufstellen, wo ihr irgendwo im Raum auch ein bisschen den Applaus oder die Crowd mitbekommt und mit diesen 2 Signalen, also mit dem Master-Output vom FOA, vom Mixing-Pult, plus auch noch vielleicht ein Room-Mic, während einer Stunde, dass ihr ein ziemlich solides Signal bekommt, zumindest irgendwie für so Live-Content oder vollständige Live-Performances, wo ihr
halt könnten dann auch auf YouTube verwenden, TikTok, wo auch immer, lass es auch als DSP offizieller Release sein, ist Überlegung wert, dass man dort auch mehr Live-Content macht. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich finde es viel spannender, wenn ihr die gesamte Song-Performance habt, also in gesamter Songlänge, als jetzt so ein After-Movie, wo dann 1,5 Minuten aus 3 verschiedenen Winkeln schnell ein Edit siehst und es ist nicht mal die Hälfte vom Song, finde ich jetzt nicht so spannend. Von dem her dort mit dieser Content-Art, finde ich, kann man noch viel mehr spielen, gibt es mega viel Raum nach oben. Allein schon auch dort vielleicht ein Hint, wenn ihr jetzt 15, 20 Uploads dort hättet von vollständigen Songs, die ihr irgendwo live performt habt oder vielleicht in einem Live-Setup neu interpretiert habt, dann hätte man aus dem natürlich auch eine Live-Playlist machen, also eine Video-Playlist, und die hat auch Views einfach im Hintergrund generiert. Die wiederum hättest du können für Tourbooker oder für irgendwelche Live-Veranstalter können so ein bisschen vorweisen als Visitenkarte, plus generierst du dort noch mehr organische Views auf deine Songs, was auch schön ist. Klar könnte man jetzt irgendjemand sagen, hey, ich will aber die Strategie haben, dass man 0 Live-Content von mir irgendwo sieht und dass die Leute wirklich an die Show sollen kommen. Die Strategie gibt es natürlich auch. Ich persönlich bin jetzt eher Fan von so einer Hybrid-Ding oder fast schon tendiere mehr dazu, dass der Live-Content auch so gut es geht, sollte digital genutzt werden und recorded und archiviert werden. Sei es jetzt auch, wenn man das 20 Jahre später nutzen will. Dann alles, was mit Interviews und Podcasts zu tun hat, wäre auch A-Tier, wenn es überhaupt viel Interviewformat gäbe. Ich würde sagen, irgendwo zwischen B und A-Tier. Wenn man das Interview-Game oder das Podcasting-Game richtig macht, also wenn man das richtig ausnutzt und ausschöpft, dann ist das absolute A-Tier-Content. Für das braucht es logischerweise aber auch ein bisschen mehr Format. Eben allein schon die Sache, dass es in der Schweizer Medienlandschaft, wenn man das jetzt auch so New-Media-mäßig anschaut, gibt es auch gar nicht mehr so viel Video-Content-Format. Viele machen halt so das altbackene, irgendwo ein Blog und nachher ist Written-Text-Format und dann kann man sich halt darüber streiten, dass das die allerwenigsten User heutzutage noch so konsumieren, weil viel mehr Leute wollen halt Video-Content konsumieren. Das heisst, du müsstest jetzt erstmal Flächen finden, wo du überhaupt könntest zur Geltung kommen, wenn du jetzt ein Interview machst. Alles, was mit Pressefotos zu hat, ist für mich CD, das wäre wahrscheinlich mein erster D-Rank. Pressefotos. Ich sage euch auch, warum. Pressefotos sind zwar generell immer noch sehr essentiell und brauchbar, also dass man so 2, 3 aktuelle Pressefotos haben, für den Fall, dass wenn das Medieninteresse kommt oder man irgendeine Medienstory hat, dass man halt auch ein High-Res Pressefoto hat, das man könnte verwenden oder irgendeinen Brandpartner, der etwas mit einem machen, dass man halt auch Fotos hat für editorielle Wünsche oder halt auch Visuals, die man würde machen oder vielleicht auch einen Live-Veranstalter. Für so Sachen sind Pressefotos auch noch wichtig. Das meine ich aber auch nicht, wenn ich Pressefotos als Content-Art aufzähle, sondern als Content Flip wird es ja eher so ein bisschen verwendet für Instagram-Captions. Und dort würde ich das höher ranken, wenn es so wäre, dass ich sehen würde, dass Musikschaffende sich dort innovative Ideen, ausfallende Ideen ausdenken, wie man viral kann gehen mit Fotos, mit Pressefotos. Ich sehe das halt sehr selten bis gar nicht. Und so Posts oder so eine Content-Art, die halt wirklich rund um dein Pressefoto gestaltet ist, kann auch nicht sehr viel grossen Unterschied machen, glaube ich, jetzt momentan. Zumindest nicht auf dem Social-Media-Kanal. Visualizer/Audio-Upload, so ein bisschen in Bezug zu YouTube, tue ich momentan auf ein B, in gewissen Situationen auch ein A. So wie ich das interpretiere, ist YouTube-Konsum halt im Moment total dünn. Genau in Bezug zu dem oder genau aus dem Grund werden wieder Visual bzw. Audio-Uploads wichtiger als teilweise Musikvideos, weil Musikvideos können so ein bisschen die Dynamik haben, dass du dann immer dich versuchst zu übertrumpfen bei den nächsten Musikvideos und immer ein bisschen mehr Budget willst in die Hand nehmen. Und ich sage mal jetzt, mit dem Zyklus, wo wir drinnen stecken, wo YouTube halt relativ dünn ist, lohnt es sich auch nicht so fest, jetzt mega sich immer zu übertrumpfen auf YouTube oder auf so Video-Content-Plattformen mit noch krasserem Musikvideo-Content und noch krasseren Visuals. Und dann wiederum glänzen, glaube ich, gewisse neue Musikschaffende, gewisse, die da jetzt vielleicht schon zuschauen oder erst in den nächsten Jahren kommen, wo so ein bisschen die Audio-Release-Wave, Audio-Artwork eben mit minimalistischen Visualizer, mit Low-Budget-Sachen arbeiten und so, sagen wir jetzt so zukunftsmäßig, zuerst mal 50 bis 60 Releases hätten, wenn wir jetzt so einen Song nach dem anderen, das ist jetzt ein
Beispiel. Es muss nicht heißen, dass es so soll genau gemacht werden. Aber so wie ihr es auch gewisse Künstler und Künstlerinnen sehen in anderen Ländern, wo du lang noch gar keine Musikvideos siehst in der Karriere, vielleicht erst 3-4 Jahre, nachdem sie anfangen an releasen, siehst du so die ersten richtigen Musikvideo-Bewegtbilder und vorher sind es eher so Visuals oder Audio-Artworks und teilweise, klar, ist das vielleicht aus artistischen Gründen, strategisch auch, also mehr wegen der Artist-Ästhetik, aber also auch wirtschaftlich gesehen oder Effizienz gesehen, ist das natürlich auch mega clever, weil du sparst dir mega viel Budget und gehst so eher in den Bag rein, dass du dich konzentrierst aufs Audio, auf den Song selber und dort so gut wie möglich etwas abzuliefern und dann die Musik halt eher im Vordergrund ist und die Visualizer oder das Audio, Artwork halt so ein bisschen unterstützend ist. Dann Lyric Content würde ich auch bei fast schon B, wenn Visualizer Audio, was ja unter Lyrics so ein bisschen wäre, sagen wir so, historiebedingt, würde ich Lyrics auch als B-Ranking Content anschauen. Unterschätzt Lyric Video Content nicht, weil Lyric Content, wenn man das richtig integriert überall und auch mega gut ausreizen tut, führt das auch dazu, dass deine Die-Hard Supporter, die Leute, die halt die Songs auf und ab hören, dass die auch immer den Text visuell sehen oder den mitlernen können. In gewissen Situationen würde ich das fast schon auch A-Tier aufnehmen, weil ich finde, so der Anspruch könnte schon sein in Zukunft, dass du zu all deinen Albumtracks, wenn du irgendwann ein grösseres Albumprojekt rausgibst, dass du zu all deinen Tracks sogar Lyric-Video-Content machst. Eben, egal wo du den würdest jetzt streuen. Ursprünglich hat man den vor allem mehr für YouTube-Videos gesehen. Sagt aber niemand, dass du den auch für andere Kanäle clever könntest nutzen. Dass einfach mehr Lyric-Texte im Vordergrund sind. Am Ende, viele wünschen sich ja auch, glaube ich, dass Zuhörer oder das Publikum, das dann live dich würde besuchen, die Texte auch können und das auch nachsingen oder mit dir mitsingen während der Performance. Und so Lyric-Video-Content macht extrem viel dafür. So. Dann Musikvideos, genau, eben Musikvideo-Content. Vorher haben wir es ein bisschen von Visual-Audio-Content gehabt. Eben in einer anderen Zeit wäre Musikvideo-Content A-List-Content. Heutzutage oder jetzt in dieser Zeit, wo wir uns das gerade anschauen und die Tierlist machen, würde ich sagen, ist Musikvideo auch nicht mehr momentan als B-Level-Content. In gewissen Situationen sogar C-Level, würde ich sagen. Jetzt sagt natürlich auch niemand, dass die Musikvideo-Pieces, wenn jetzt du siehst, natürlich intuitiv, auf YouTube läuft es nicht mehr so, wenn du schon Musikvideo-Content machst und du gibst auch Geld dafür aus, effektiv, dann eher auch gerade von Anfang an überlegen, wie du das auf diesen neueren Plattformen, die jetzt im Moment ein bisschen mehr abgehen als YouTube teilweise, wie du das dort mehr noch integrieren kannst oder mehr rausholen kannst aus dem Content, wo du nachher würdest produzieren. Weil jetzt nur ein Bomben-Musikvideo machen für den YouTube-Kanal, nur für das würde ich jetzt einfach nicht mehr darauf hoffen, dass man jetzt da den riesen Unterschied macht momentan. Eben wie der Konsum gerade abläuft auf YouTube und so. Dann eher traditionelle Ankündigung, Teasers, ist für mich auch C-Ranking-Content momentan. Leaks hat so ein bisschen die Attraktivität überholt von einem Teaser. Ich sehe jetzt auch nicht mehr so viel Innovation, gerade bei Teaser-Content generell. So. Sonst hätte ich das vielleicht ein bisschen höher gewertet. Dort für Leute, die aber so ein bisschen stehen geblieben sind bei dem IG-Teaser-Ding, vielleicht eher noch in Richtung andere Plattformen denken und eher so ein bisschen neue, moderne Leak-Strategien überlegen, wenn ihr das so zum ersten Mal hört. Dann User-Generated Content würde man meiner Meinung nach fast schon ins S-Tier oder A-Tier nehmen, um es ein bisschen da fair machen. A-Tier für mich, weil User-Generated Content immer noch so eins vom schwierigeren Handwerk ist, um das überhaupt anzubringen, aber auch auf sehr effektiv kann sein. Das ist immer halt dann, wenn du deine Supporter, deine Fans, könnten aber auch Leute sein, die deine Musik noch nicht so richtig kennen oder dich als Artist kennen, dazu bringst, irgendwie Song-Content zu machen oder deinen Song oder dein Audio oder dich als Artist irgendwie zu integrieren in ihrem User-Content, den sie machen, vielleicht als Privatperson oder weil sie selber so ein bisschen Influencer-Type Sachen machen. Darum nicht einfach zu bewerkstelligen, aber sehr, sehr effektiv, wenn man das anbringt mit seiner Fanbase. Kontext, Mood-basierter Content ist absolut der S-Tier, das ist ein No-Brainer für mich. Das zusammen mit Leak-Strategien, Leak-Content ist halt
kontextbasierten und moodbasierten Content, Song-Content oder Artist-Content ist so die absolute Königsdisziplin für mich momentan. Oder auch schon seit längerem. Eben das Verständnis dafür haben, dass wenn du jetzt zuschaust und du hast jetzt 4 Tracks von deinem Katalog, die mega gut irgendwie eben, ich mache es jetzt ultra simpel und einfach, dass es ein bisschen fassbarer ist. Du hast 4 Tracks, die mega gut ins Liebe-Mood, also einfach, weil es Love-Type-Moods irgendwie auslösen, auch inhaltlich vom Text zum Beispiel oder von den Vibes vom Songs. Das Verständnis dafür, dass du die 4 Tracks nimmst und die nachher in den Love-Mood-Kontext tust und das irgendwie flippst in neuen Content. So Geschichten als ein Beispiel von ganz, ganz vielen ist für mich momentan so ein bisschen das Höchste vom Höchsten, wenn es um Songkommunikation geht. Und wenn du halt nachher als Musikschaffender in das reintappen kannst und das checkst, welche Songs das sind in deinem Songkatalog oder auf das Feedback auch ein bisschen los ist, was dir deine Leute, deine Supporter dort sagen, hey, dass du irgendwie Feedback bekommst von 15 verschiedenen Zuhörern, die sagen, die eine Song höre ich die ganze Zeit in meiner Morgenroutine, wenn ich am Morgen irgendwie mich aufpäppeln will, bevor ich aus dem Haus gehe. So Signale gehen ein bisschen Hand in Hand mit dieser Kontext- und Mood-basierten Songkommunikation. Darum für mich absolut S-Tier. Einfach dort mal als Inspiration für die das ein bisschen anschauen wollen oder ein bisschen Ideen sammeln. Geht mal auf euren DSPs, wo ihr sowieso drauf sind. Geht dort mal die Mood-Playlists anschauen und schaut euch mal den Unterschied an, was dort für Songs drin sind. Kollaborationen und Cameos, würde ich sagen, ist für mich, mache ich eher jetzt kurz und knackig, irgendwo zwischen A und B. Also ich hätte es jetzt nicht so hoch gerankt momentan, weil du trotzdem immer noch sehr, sehr viele Sachen selber kannst machen auf deinen eigenen Kanal, mit deinen eigenen Ressourcen, ohne dass du mit externen zusammenarbeiten musst. Und es hat trotzdem noch bei sehr vielen Leuten, auch Leute, die da zuschauen, noch mega viel Luft nach oben. Kollaborationen und so Cameos bei anderen, sage ich mal, könnte man ein bisschen mehr reintappen, wenn ihr ein bisschen Inspiration habt. Wenn ihr an einem Punkt sind, wo ihr jetzt wirklich das Gefühl habt, ihr habt eure Kanäle alle schon ausgeschöpft und euch fallen vielleicht auch nicht mehr Content-Ideen gerade ein. In so einem Moment könntest du jetzt auch sagen, okay, lass mich schauen, auf welchen anderen Kanal, sei es jetzt der Artist-Kollegen oder halt auch andere Influencer oder auch Privatpersonen oder Leute aus der Fanbase. Wo kann ich halt noch drauf hoppen, auf welche andere Flächen kann ich noch gehen und kann dort halt auch noch eben irgendein Cameo an, irgendeinen Gastauftritt so, dass die Zielgruppe oder die Zuschauerschaft, die dieser Person, dieser externen Person zuschaut, dass die mich auch noch mitbekommt oder den Song mitbekommt. Als letztes haben wir da jetzt noch persönliche alternative Content, also eher so persönliche Content, Artist-Content. Ich würde mal sagen, A-Tier-Content. Persönlicher Content generell hat halt so ein bisschen die schöne Eigendynamik, dass es halt sehr einzigartig kann sein, etwas, was halt andere dann nicht anbringen, weil es halt eher vielleicht zu dir, zu der Person zu tun hat. Darum ist es wie so, wenn man das richtig anbringt, ein starkes, persönliches Format können zu erschaffen, dann ist das absolut A-Tier-Ding. Das ist so ein bisschen mal die Tierliste, ich wollte die auch machen, um so ein bisschen einen Status Quo gerade zu haben, von meinen Gedanken, wo ich so verschiedene Content-Arten momentan sehe. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spass gemacht. Könnt euch auch ein bisschen den anderen Content anschauen auf dieser Page, wenn ihr zum ersten Mal drauf sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.